Jesus lebt, Amen. Amen. Was für ein wunderschöner Tag, Gott zu feiern. Ich möchte heute über die Kraft, die gleiche Kraft, die Jesus aus dem Toten auferstanden ließ, dass diese Kraft in uns wohnt, durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist hat eigentlich schon richtig stark in diese Richtung gesprochen. Schon bei der Gebetszeit vor dem Gottesdienst, aber jetzt auch bei den Eindrücken. Und ich sehe einfach eine rote Linie vom Heiligen Geist sich durchzieht in diesem Gottesdienst. So, ich freue mich von dem, was Gott zu uns sagen möchte durch sein Wort heute Morgen. Lasst uns gemeinsam lesen im Römerbrief, Kapitel 8, Verse 9 bis 17. Römer 8, 9 bis 17. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar Tod der Sünde wegen, der Geist aber Leben, Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird der Christus, Jesus, aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. So sind wir nur Brüder, nicht nur Fleischschuldner, um nach dem Fleisch zu leben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, weder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben. Erben Gottes und auch Miterben Christi. Wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Wow, was für eine starke Botschaft. Die Botschaft von der Auferstehung Christi. Der gleiche Geist, der diese Kraft, diese wunderbare, weltbewegende Auferstehung bewirkt hat, wohnt jetzt in uns. Das ist wie ein Atomkern, eine Kraft, die ist viel größer als jede menschliche Kraft, wenn jede Vorstellungskraft, die wir haben. Wir haben alle diese Woche über die tragischen Ereignisse gehört in Brüssel und ich freue mich ganz besonders, dass heute unsere Freunde Vera und Daniel da sind. Familie Cook, sie sind gute Freunde von uns und Vera ist viel unterwegs in Brüssel und wir sind Gott sehr dankbar, dass er sie in dieser Zeit auch bewahrt hat. Und eine von den Sachen, die die Terroristen versucht haben, ist, natürlich haben sie ihre Bomben hoch gemacht und die haben nur eine begrenzte Kraft, haben einige Leute in den Tod mitgerissen. Aber die haben versucht, noch diesen Atomkraftwerk irgendwie da Zugang zu bekommen. Durch die Sicherheitsleute und so weiter, das wurde dann entdeckt und jemand wurde sogar dann erschossen. Sie haben versucht, den Atomkraftwerk da durchzudringen. Warum? Weil sie wissen, diese Kraft, die da drin steckt, in diesem Atomkraftwerk, einfach gewaltig ist und das kann wirklich viel, viel Schaden anrichten. Und selbst diese Kraft kann sich nicht vergleichen mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit der Kraft Gottes, die Jesus aus dem Toten auferstanden ließ. Und einfach die Kraft, die in uns lebt, die uns einen neuen geistlichen Leben gegeben hat. Was für eine starke Wahrheit. Der gleiche Geist wohnt in uns. Diese Energie, diese Kraft ist in unserem Herzen drin. Nichts ist vergleichbar mit dem, was Gott in uns hineingelegt hat. Aber wisst ihr, das war nicht immer so. Und das ist genau das Gewaltige, was auch Ostern getan hat. Weil früher im Alten Testament, bevor Jesus kam, war Gottes Geist eigentlich begrenzt nur auf auserwählte Leute, auf Richter, auf Könige, auf besondere Menschen, die Gott berufen hat, für einen bestimmten Zweck und Ziel zu erfüllen. Der Gottesgeist war nicht verfügbar für alle. Wir sehen da zum Beispiel in 2. Mose 35,30 über Bezalel, den Architekt von der Stiftshütte, wurde das Geist Gottes gelegt, damit er bauen kann durch die Inspiration des Heiligen Geistes. Natürlich auch Samson hatte diesen Geist Gottes bekommen, diese Kraft. Wir lesen in Richter 6,34, wie es steht, aber der Geist des Herrn umkleidete Gideon
und er stieß ins Horn und die Abissiter wurden zusammengerufen ihm nach. In Richter 14,6 sehen wir, wie der Geist Gottes auch einfach wirkte auf diese besondere auserwählten Menschen. 1. Samuel 16,13 hat Samuel eine besondere Salbung über David als den zukünftigen König Israel einfach ausgegossen. Und dann sagt er, und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Es sind nur ein paar Beispiele, wie Gott ganz besondere auserwählte Menschen ausgewählt hat, um in seinem Geist zu wirken. Aber die Mehrheit, die Allgemeinheit hatte keine Beziehung und keinen richtigen Zugang zu dem Heiligen Geist. Das hat sich aber verändert, als Jesus kam. Und das ist auch, was wir heute feiern. Diese gewaltige Kraft der Auferstehung gilt heute auch für uns und lebt in uns. In Johannes 14, 16 und 17 versprach uns Jesus, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn noch nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Jetzt wird alles andere sein. Jesus hat gesagt, dieser Geist der Wahrheit, der Geist des Herrn, wird in euch wohnen, wird mit euch gehen, wird euch Beistand und Ratgeber geben. Johannes 7, 38 und 39 kündigte Jesus diese neue Zeit an. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagt er von dem Geist, die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Wir sehen, wie mit der Auferstehung Christi, mit diesem dritten Tag, an dem Jesus den Tod gesiegt hat, wurde Jesus verherrlicht. Und dann wurden die Kanäle des Himmels, die Schleuse des Himmels geöffnet. Und dann war es nur Frage der Zeit bis Pfingsten, bis der Geist Gottes ausgegossen wurde auf alles Fleisch. Und auch für uns heute. So wir sehen die gewaltige Rolle der Auferstehung, die Verherrlichung Jesu durch seine Auferstehung. Weil das hat die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes freigesetzt für uns. Das wohnt in uns, diese Kraft wohnt in uns. Wow, was für ein Privileg, was für eine kraftvolle gute Nachricht an diesem Ostersonntag. Die gleiche Auferstehungskraft des Geistes wohnt in uns. In 1. Korinther 3,16 sagt Paulus zu uns Christen: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Seit der Neugeburt, seitdem wir vom Geist, vom Neuen geboren wurden, durch den Geist Gottes, lebt die Gegenwart Gottes in uns. Und Gott möchte seine Kraft, seinen Geist aktivieren und durch uns nutzen. Er ist immer da, um uns seine Kraft und seine Energie zu geben. Aber vielleicht fragt man sich, was tut genau Gottes Geist für uns und in uns? Wenn Gottes Geist diese Kraftquelle von Gott ist, was für eine Kraft gibt er uns genau? Viele Menschen haben Angst vor dem Heiligen Geist. Viele Menschen haben gelernt, dass das nur damals war, für Pfingsten. Auch die Sprachen und das Gebet in neuen Zungen und so weiter. Und Menschen schließen sich für den Heiligen Geist oder erwarten nicht mehr von Gott, als diese allgemeine, allgegenwärtige Gegenwart Gottes, die beim Neugeburt in uns kommt. Aber es gibt mehr als das. Und ich hoffe, dass wir heute mehr davon entdecken, dass wir Hunger davor bekommen und Durst nach mehr von dieser Kraft in uns. Erstens, was der Geist Gottes in uns tut, er gibt uns die Kraft, um mit unserem zerbrochenen Leben umzugehen. Ich fand es so stark, das Zeugnis vom Team. Menschlich kannst du das nicht machen, kannst du diese Gedanken der Schwere, des Todes und Angriffe des Feindes kannst du nicht überwinden. Dafür brauchen wir Gottes Geist. Dafür brauchen wir die Kraft der Auferstehung in uns. Dafür brauchen wir diese Autorität Christi in unserem Leben. Paulus hat es auch durchgemacht, was alle von uns durchmachen. Diesen Kampf des Fleisches gegen des Geistes. Diesen Kampf von
die tote alte Natur gegen diese neue Natur der Auferstehung und des Lebens in Jesus Christus. In Römer 7, fast in dem ganzen Kapitel, beschreibt es diesen Kampf, das in einem tobt. Zum Beispiel in Vers 15. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Denn nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. In anderen Worten sagt er, seine Sünde bestätigte, dass das Gesetz richtig war. Aber er musste damit kämpfen, diese alte Natur. Und dieses Gesetz unsere Sünder verurteilte. Und dann schreibt er weiter, in diesen geistlichen Kampf, innere Kampf in sich hinein. Wenn ich aber, Vers 16, wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Das Gesetz zeigt uns, wie weit sind wir von Gott. Das Gesetz ist an sich selber gut, weil uns zeigt, wo unsere Grenzen sind. Und ab dann brauchen wir Gottes Gnade, Gottes Kraft, Gottes Vergebung. Vers 17, nun aber vollbringe ich nicht mehr ich, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß in mir, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe ich nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich finde also das Gesetz, das bei mir ist, der ich als das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen wohlgefallen am Gesetz Gottes. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Er ist innerlich zerrissen. Von einer Seite weißt du, das was Gott für ihn hat, für uns hat, ist gut. Seine Gebote, seine Liebe, sein Gesetz. Von der anderen Seite das Fleisch. Und diesen inneren Kampf in uns zerreißt uns. Und das ist, wie sein Leben aussieht. Ohne die Kraft Gottes. Ohne das Verständnis der Kraft der Auferstehung, die um uns wohnt. Und dann ruft er aus in Vers 24. Ich, elender Mensch. Da kann man echt verzweifeln, oder? Wie kommen wir zurecht mit diesem inneren Kampf in uns? Wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Ja, diese Welt wirft auf uns Leiden, Angst, Terror, Tod, Krankheit und so weiter. Wer wird mich retten von diesem Leiden des Todes? Und das ist der Kampf, das Jesus auch durchgemacht hat am Kreuz. In diesem Moment, als er getrennt war von Gott, als er rief, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? In diesem einen Moment lag die ganze Schuld, die ganze Last, unsere Sünden, unsere Krankheit und des Todes auf ihm. So sieht das Leben ohne die Kraft Gottes, ohne die Kraft der Auferstehung. Es ist wie in einem Grab wohnen, wie in einem toten Leib. Ganz so schön von Timau gehört, wie das aussieht. Es ist dieses irritierende Gefühl, dass wir alles durcheinander gebracht und total versagt haben. Ich, elender Mensch, sagt Paulus, wer wird mich retten? Wer könnte uns helfen, das zu reparieren? Wer kann uns aus diesem Leib des Todes retten? Und dann kommt aber Paulus, sagt er in 7,25, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, also diene ich nun selbst mit dem Sinn des Gesetzes Gottes, mit dem Fleisch und dem Gesetz der Sünde. Und dann geht er hinüber, Römer 8, 1 und 2, und ruft diese wunderbare Wahrheit für alle Kinder Gottes, auch für dich und für mich heute Morgen. Also gibt es kein Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Amen. Amen. Keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Bist du heute in Jesus Christus? Hast du
diese Kraft der Auferstehung, diesen Geist Gottes empfangen. Hier sehen wir, wie das funktioniert. Du und ich, wir sind innerlich zerbrochen. Es gibt was in unserer Seele, was wir nicht selber reparieren können. Es ist wie eine Krankheit, die unser Leib infiziert hat. Die Krankheit der Sünde. Was tun wir, wenn wir krank sind? Was tun wir normalerweise? Ich hoffe, dass wir als Christen zuerst beten und erwarten, dass Gott uns berührt. Aber wir sind auch natürlich Menschen und wir sind dankbar, dass Gott Ärzte unter uns hat. Auch hier in der Gemeinde. Was für ein Segen. Menschen, die Weisheit von Gott bekommen haben, die studiert haben, die sich ausgebildet haben für viele Jahre, um anderen zu helfen. Und dann gehen wir zum Arzt. Warum gehen wir zum Arzt? Weil die können von außen einen Anblick haben in unserem Körper. Was wir nicht selber für uns tun können, können die anschauen und durch ihre Weisheit, durch ihr Studium, das sie von Gott bekommen haben, können sie uns von außen helfen, können sie von außen Sachen reparieren, Durchblick haben, was genau in unserem Körper nicht in Ordnung ist. Und so ist es ähnlich auch mit Gottes Geist. Er wirkt hinein ins Herz, sowohl geistlich als auch physisch. Er repariert, was zerbrochen wurde. Er beseitigt die kranken Zellen in die Seele. Und er erneuert uns und stellt uns wieder her. Er kann das tun, weil er lebendig ist, weil er Kraft hat, weil er diesen gleichen Geist ist, der Jesus aus dem Toten auferstanden ist. Er bringt ständig Sachen in Ordnung. Er beseitigt ständig die Leblosigkeit der Sünde aus unseren Herzen. Und er setzt ständig Gottes Heilungsmittel in unsere Herzen an, um uns zu heilen. Dank sei Gott. Durch Jesus Christus sind wir durch den Gesetz des Geistes vom Gesetz der Sünde und des Todes befreit. Amen. Halleluja. Unser Gott ist gut. Halleluja. Und das ist nicht alles. Er heilt uns, stellt uns wieder her. Er setzt uns aber nicht nur frei von der Sünde, sondern er befähigt uns, auch ein krafterfülltes, Gott hingegebenes Leben mit Vision, mit Ziel, mit Erfüllung zu leben. Es gibt eine Geschichte, die Tom Barnard erzählt, wie an einem Tag, einem richtig heißen Tag im Sommer, sein halbes Haus auf einmal ohne Strom geblieben ist. Die eine Hälfte hatte Strom, die andere Hälfte nicht. Ganz komisch. Und er meinte, das Problem war genau diese Hälfte, die keinen Strom hatte, war die Hälfte, wo die Klimaanlage war, wo die Tiefgefrier und Kühlschrank und so weiter, die ganzen wichtigen Geräte. Das war ein richtig, richtig heißes Tag. Die andere Hälfte, wo noch Strom war, war das Telefon und Internet und so weiter. Auch lebenswichtige Sachen, aber jetzt nicht, nicht das Wichtige. So hat er natürlich schnell den Service kontaktiert. Ich habe gesagt, hey, wir kommen, aber so wie das ist, hat es über einen halben Tag gedauert, bis sie gekommen sind. Und ich habe gleich gemerkt, das stimmt fast nicht in die Hauptleitungen. Es gab zwei große Hauptleitungen, die auch fast durch den Hof gegangen sind. Und ganz am Rande von ihrem Grundstück haben sie den Fehler erkannt. Das war nur ein Nagelloch, ein kleines Nagelloch, wo einfach Feuchtigkeit reingekommen ist in diesem Kabel und letztendlich auch einen Kurzschluss verursacht hat. Ich habe eine Extraleitung, eine Umleitung sozusagen gelegt und schnell gab es wieder Strom. Die Kraft kam so schnell, einfach nach ein paar Minuten, nachdem dieser Elektro-Spezialist da war. Aber ein kleines Nagelloch hat das alles verursacht. Und er sagt auch so, in unserem geistlichen Leben gibt es so kleine Nagelstiche. Vielleicht ist irgendwas zerbrochen geworden, man wurde enttäuscht, man wurde versetzt. Kleine Sachen, die eigentlich sich sammeln und sowas verursachen können, dass da Ungutes in unser Leben kommt, wo ein Kurzschluss verursacht wird. Vielleicht nur so viel, dass man halt ärgerlich wird, dass frustriert wird. Und für eine Weile geht es so, dass man weitermacht, aber irgendwann gibt es einen Kurzschluss und dann läuft nichts mehr. Dann ist die Kraft weg.
Was tun wir, fragt er in solchen Zeiten. Ignorieren wir das? Nein, das geht nicht. Kannst du nicht ignorieren. Sonst wird es schwierig. Oder so tun, wie das nicht passiert würde, nicht zu empfehlen, weil irgendwann wird es zu Früchte kommen. Oder versucht das selber zu reparieren? Nein, lieber nicht. Lieber nicht. Ich muss jetzt demnächst auch eine Hauptleitung legen für unseren Dach. Und da habe ich Stefan gefragt, also er will das nicht alleine tun, weil es könnte böse ausgehen. Ja? Da braucht man schon einen Spezialist. Was tut man? Man ruft die Person, die das auch wirklich machen kann und reparieren kann und legen kann. So tun wir auch mit Gott, mit Gottes Geist. Es gibt kein Problem, das zu groß ist für ihn. Und der kommt gerne, wenn wir anrufen. Er kommt gerne zu uns nach Hause in unserem Herzen. Und so in die gleiche Art und Weise wird auch Gottes Geist. Gibt uns, stellt wieder Leben her in uns, befähigt uns, die Berufung Gottes zu erfüllen. Zum Beispiel sagt uns das Wort Gottes, dass wir dazu bestimmt sind, im Geist zu wandeln und im Geist zu beten. Diese gleiche Römer 8 sagt es. Ebenso aber nimmt auch den Geist sich unsere Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in aussprechlichen Seufzern. Diese Sprache des Geistes, diese Sprache des Himmels, die Gott uns schenken möchte. Ich möchte jeden Einzelnen heute Morgen ermutigen. Erwarte mehr vom Heiligen Geist. Manchmal gibt es Situationen, wo wir nicht wissen, wie wir beten sollen im Willen Gottes. Und dann kommt der Geist Gottes und betet durch uns in diese neue Sprache des Geistes. Und wir verbinden uns direkt mit dem Himmel. Unterschätze nicht die Kraft Gottes und lehne das auch nicht ab. Es gibt mehr von Gott für dich, von seiner Kraft für dich. Sicherlich hat sich jemand für uns manchmal gefühlt, dass wir unsere Gebete nicht den Himmel durchbrechen und wie irgendwie von der Decke abprallen. Jeder von uns hat sich manchmal so gefühlt, oder? Ich weiß nicht, wie es euch ging. Am Karfreitag, diesen letzten Karfreitag, habe ich jetzt mit jemandem gesprochen und sie meinte, oh Mann, das war so ein schlechter Tag, wirklich. Schlechtes Wetter, irgendwie lief gar nichts. Bei uns war es so, wir wollten eigentlich zusammen als Familie auf eine Konferenz fahren, wo wir Gott anbeten und so. Da waren beide Kinder krank. Da fühlt man sich so unterdrückt, ja, das schlechte Wetter und so. Dann spürt man, wo bist du Gott? Die Verbindung zu Gott. Es gibt solche Tage, ja, wo einfach viel Entmutigung, viel gegeneinander kommt. Jeder von uns hat solche Tage. Doch der Geist Gottes wirkt. Er macht uns lebendig. Er kennt unsere Freude, er kennt unsere Sorgen. Selbst wenn es uns schwer fällt, uns in Worte zu fassen, dann will er uns helfen. Will durch uns beten, durch seine wunderbare Kraft. So darum macht ihr keine Sorgen, ob deine Gebete schwach sind oder bei Gott ankommen. Ganz sicher kommen sie bei Gott, wenn sie vom Herzen sind. Der Geist Gottes ist unsere Powerverbindung und der gibt eine besondere Dynamik zu unseren Bitten. Er befähigt uns, wenn wir spüren, dass unsere Gebete schwach sind, kommt er und er bevollmächtigt uns, er hilft uns. Ich möchte dich nochmal ermutigen, suche mehr vom Heiligen Geist. Suche mehr vom Heiligen Geist. Es gibt mehr von ihm. Und wir als Gemeinde wollen diese Fülle des Geistes erleben, gemeinsam. Und erinnere dich, es ist nicht nur für Einzelne, es ist nicht nur für die Leiterschaft, es ist nicht nur für den Pastor. Viele haben immer noch diese Mentalität, sie werden das schon für mich richten. Sie sollen von Gott hören und ich komme und höre. Nein, Gott hat das für jeden Einzelnen von uns ausgegossen, die Kraft des Geistes. Es ist nicht mehr nur Könige und nur Priester und nur Richter und so weiter, die besonders ausgewählt sind, sondern jeder Einzelne vom Leib Christi kann die Fülle Gottes erleben, kann die Fülle Gottes in sich wirken lassen und Gemeinde und Reich Gottes bauen, durch Gottes Kraft, durch seinen Geist. Amen. Amen. Römer 8, 27 und 28 sagt uns, der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist.
denn er verwendet sich für heilige Gott gemäß. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten wirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Gottes Geist ist lebendig und aktiv. Er wirkt in unserem Leben. Er tut Fürbitte für uns vor dem Thron Gottes. Was es mir sagt ist, wenn es so aussieht, dass unser Leben auseinanderfällt, ist Gott aktiv, um es zu heilen und wiederherzustellen. Er denkt an uns in unseren spezifischen Umständen. Er plant eine individuelle Antwort für deine individuelle Situation. Er weiß von deiner Krankheit. Er weiß von deiner Sorge. Er weiß von deinem Wunsch nach einer guten Beziehung. Er weiß von deiner Familiensituation. Und er ist am Wirken, spezifisch in deiner Situation, durch seinen Geist. Weil er kennt dich ganz genau, du bist sein geliebtes Kind. Was uns auch sagt ist, dass nicht alles gut wird in unserem Leben, aber alles zum Guten wirken kann. Was uns hier auch klar ist, dass nicht alles von Gott kommt, aber Gott wendet es zum Guten. Er tut Fürbitte für uns und er streitet für uns an in seiner Zeit. Die wunderbare Kraft, die gleiche Kraft des Geistes wohnt in uns. Vielleicht bleibt einfach jetzt nur die Frage, wie empfangen wir diese Kraft? Wie wir gesehen haben, sie ist da, sie ist verfügbar. Durch die Auferstehung Christi wurde sie freigesetzt in die geistliche Welt. Und das ist ein Geschenk für uns. Es ist abrufbar für jeder, der mehr von Gott will. Für jeder, der sich nach mehr sehnt vom Geist Gottes. In der Apostelgeschichte sehen wir klar, kurz nach Pfingsten, was geschehen ist. Der Heilige Geist kam über die Apostel und sie fingen an neuen Sprachen zu sprechen, die sie vorher nie gelernt oder gesprochen haben. Und dann sammelte sich eine große Menschenmenge und sie wollten wissen, was da geschieht. Sie haben gemerkt, da passiert was Übernatürliches, was Kraftvolles und sie wollten das nicht verpassen. Sie waren neugierig. Und dieser gleiche Petrus, der vorher ein Feigling war, der Jesus verleugnet hat, steht jetzt auf einmal auf und fängt an, vor Tausenden von Menschen zu predigen. Und er sagt das in Apostelgeschichte 2,36. Das ganze Haus Israel wisse nur zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Ihr habt den Messias gekreuzigt. Die Leute waren schockiert, die waren wirklich berührt im Herzen, sie waren überführt vom Geist Gottes. Jesus wurde wegen unserer Sünde und Schuld gekreuzigt. Und dieses Vers gilt auch für uns. Wir haben ihn auch mit gekreuzigt. Weil wir auch diese sündige Natur, und wir wären auch nicht viel anderes gewesen, wenn wir damals in Israel wären. Unsere Reaktion wäre nicht viel anderes gewesen, wenn wir ehrlich sind. Sie wurden wirklich erfasst im Herzen. Und dann haben sie gesagt, als 37, als sie aber hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Wow, was sollen wir tun? Ich wünsche mir, dass Geist Gottes auch in deinem Herzen heute diese Frage stellt. Was soll ich tun? Sie war so überführt. Der Geist Gottes hat es so gezeigt, was alles geschehen ist mit Jesus. In Apostelgeschichte 2,38 gibt Petrus eine klare Antwort. Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasst sich taufen im Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Klar und deutlich. Mach Sachen in Ordnung mit Gott. Tut Buße, wende dich ab von diesem alten Leben, von der alten Natur. Glaube an Jesus Christus. Lass dich taufen in deinem Namen als Zeichen für die unsichtbare und sichtbare Welt, dass du jetzt Nachfolger Jesus bist. Und dann steht nichts auf dem Weg, dass du den Heiligen Geist empfangen kannst in Gottes Fülle. Diese Kraft Gottes, die gleiche Kraft, die Jesus aus dem Toten auferstanden hat. Das ist Gottes Versprechen. Klar und deutlich. Komm zu mir, tu Buße, lass dich taufen, empfange den Heiligen Geist.
Er verheißt uns, dass wenn wir mit Glauben das Evangelium antworten, dass er uns erfüllen wird mit seinem Geist. Buße von unseren sündhaften Vergangenheit tun, im Namen Jesus und taufen lassen, hat er klar versprochen, die Fülle des Geistes, die Freiheit des Geistes ist da für dich, für jeden Einzelnen von uns. Wir empfangen Jesus und er beschenkt uns mit der Kraft des Geistes in unseren Herzen. Übrigens, die nächste Chance, sich taufen zu lassen, Jesus öffentlich zu bekennen, ist am 26. Juni am Silbersee. Es geht schnell, es sind nur noch 3 Monate. Ich ermutige dich, wenn du diesen Schritt noch nicht getan hast, folge Jesus nach. Entscheide dich klar für Jesus. Lass dich taufen im Namen Jesus. Erwarte Großes von Gott. Amen. Yes. Jemand hat das so formuliert, wenn du dich an deine Taufe nicht erinnern kannst, dann bist du dran. Dann bist du dran. Denn das muss eine klare Entscheidung sein, deine eigene Entscheidung. Und wenn du diese Entscheidung nicht selber mit getroffen hast, dann musst du dran denken. Tu Buße. Lass dich taufen. Empfange den Heiligen Geist. Gott ist klar. Ich lade dich ein. Ich fordere dich heraus. Vielleicht denkst du, nein, nichts für mich. Möchtest du in diesem Leben, in dieser Kraft Gottes leben? Gott ist klar. Tu Buße. Lass dich taufen. Empfange meinen Geist. Empfange meine Kraft. Und Gott erwählt die Taufe, weil es wirklich auch Begleitung braucht. Da werden Menschen mit dir auf der Seite gehen, in die Jüngerschaft, die werden dich begleiten. Und du machst ein öffentliches Bekenntnis zu Gott. Das war sein Weg. Nicht unseren Weg, sondern Gottes Weg. Er hat das klar für uns einfach vorgegeben. Und da ist jeder gefragt, neuen Menschen zu helfen, zu begleiten, zu führen in diese Entscheidung zu Jesus. Die wir diese Schritte schon gemacht haben, die Kraft Gottes ist in dir. Du kannst Menschen zu Jesus führen. Du kannst Menschen begleiten in die Entscheidung, in die Taufe, in die Fülle des Geistes. Das ist Multiplikation. Das ist Bevollmächtigung des Leibes Christus. Das ist genau, wofür auch Ostern da ist. Die Kraft Gottes wurde freigesetzt. Vielleicht fühlst du dich nicht fähig, jemanden zu Jesus zu führen. Aber Gott traut dir das zu. Gott traut dir das zu. Und wir haben es erlebt beim Live-Seminar oder bei einem Massier und so. Wenn sich jemand aufmacht und sich zur Verfügung stellt, dann werden die Kraft Gottes diese Zeichen der Errettung folgen. Jens hat erzählt, vor ein paar Wochen war er in Kachel beim Live-Seminar und hat das Thema gemacht. Da war jemand, der wollte nicht mehr warten, hat gesagt, was soll ich tun, was soll ich tun? Kam nach vorne, kam vor allen Menschen, ohne Scham, ohne Furcht. Hat gesagt, ich möchte mich hier und jetzt für Jesus entscheiden. Und andere sind nachgefolgt, weil Gott das getan hat. Letzten Donnerstag hatten wir den ganzen Tag verbracht mit unseren syrischen Freunden. Und als wir am Nachmittag diese kleinen Gruppengespräche hatten, haben sie gesagt, unser ganzes Leben wurden wir betrogen und belogen, wer Jesus ist. Aber er ist eins, er ist mit dem Vater. Der Vater und Jesus sind eins. Und sein Geist ist eins. Die haben verstanden, was bedeutet diese Dreieinigkeit Gottes, diesen Gott, unser Gott ist eins. Und diesen Sohn im Königreich Gottes. Sie haben erkannt, die Religion, die sie nachgefolgt haben bis jetzt, oder der Religionslos, das hat ihnen nichts gebracht, sondern nur Tod und Leiden, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit. Betet weiter, wir sind so nah, es ist eine große Gruppe, sich für Jesus klar entscheidet. Und Gott wirkt, die Herzen sind vorbereitet und wir erwarten jetzt, dass der Heilige Geist diese Neugeburt bewirkt. Nicht einfach eine menschliche Entscheidung, einfach ein Religionswechsel, das ist nicht, was Gott will. Er will Beziehung zu seinen Kindern, Beziehung zum Vater. Und da sind wir dran, Gott tut, Gott wirkt, Gott verherrlicht sich. Als Abschluss, Tatsache ist, ohne Gottes Geist sind wir geistlich tot. Gottes Geist, der in uns wohnt, macht uns frei und fähig für Jesus zu leben. Gott macht, was wir in der Kraft der Auferstehung Christi leben. In Epheser 1, 13 und 14 gibt es diese starke Stelle, starke Zusage. In ihm seid ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, des Evangeliums eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung.
Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Jeder, der sich für Jesus entschieden hat, der an das Evangelium und seine Kraft geglaubt hat. Und diesem letzten Tag des Gerichts, wenn wir selber sterben und auferstehen in Gottes Gegenwart, wenn wir vor diesem Thron der Gnade und der Gerechtigkeit stehen, vor diesem gerechten Richter stehen, wird Gott nicht auf unsere Vergangenheit schauen, ob wir genügend gute Taten gemacht haben, um errettet zu werden. Du und ich, wir können nie gut genug sein, um das Himmel zu verdienen. Gott interessiert es kein Karma oder keine guten Taten, sondern am Tag des Gerichts wird er darauf achten, ob wir durch das Blut Jesu Christi gedeckt sind und versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist. Diese Versiegelung. Und das können wir jeder einzelne von uns. Gott bittet das an, Gott lädt uns ein. Seine Kraft ist da, seine Auferstehung gilt für alle Ewigkeit, gilt auch für dich und für mich persönlich. Wenn Gott, das Geist Gottes in uns lebt, dann werden wir für die Ewigkeit leben. Dann werden wir keinen Tod, keinen zweiten Tod, geistlichen Tod fürchten. Ja, wir werden eines Tages sterben, wenn Jesus nicht zurückkommt vorher. Aber wir wissen, wo wir hingehen. In seine Herrlichkeit. Wir fürchten keinen zweiten Tod. Menschen können uns dieses Leben rauben, aber niemand kann uns das ewige Leben entdecken. Wir sind versiegelt worden mit der Kraft des Geistes. Wir werden und wir müssen den zweiten Tod und die Hölle nicht fürchten. Jesus Christus ist wahrhaftig auferstanden und der Tod ist für immer besiegt. Wollen wir gemeinsam aufstehen und einfach diesen großen Jesus einfach kennen und preisen, diese Auferstehung preisen. Wir werden durch die Kraft des Heiligen Geistes Gottes leben. Amen. Nichts kann uns trennen von dem Leben Gottes, von seinem Leben. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Die Gleichheit, wenn du diese Entscheidung für Jesus noch nicht getroffen hast und du sagst, ja, ich weiß, dass es wahr, er lebt, sein Geist lebt, er ist da. Mach diese Entscheidung fest in deinem Herzen. Du kannst mit uns reden, nach vorne kommen und nach dem Gottesdienst mit uns reden. Wir wollen mit dir beten. Du kannst mich auch sagen, dass Gott dich ruft in die Taufe. Bewege das in deinem Herzen. Mach alle Türen auf. Mach die Kanäle frei, damit der Geist Gottes in deinem Leben fließen kann. Halte dich zurück von dieser wunderbaren Gabe Gottes, die er vorbereitet hat. Die Fülle seines Geistes. Geist Gottes, die Kraft der Auferstehung, der in dir lebt. Jesus, ich danke dir, dass du lebendig bist. Danke dir für die Fülle des Geistes in unserem Leben. Danke dir, dass es nicht beim Karfreitag geblieben ist, sondern